Grüß euch. Jetzt sind wir in Tittmoning. Auf der Burg Tittmoning. Da ist der Colorido-Markt. Und wir sind eingeladen worden von der Stadt, dass wir da singen. Friederika, Friederika, so geh mal spazieren. Aber na, du magst mich verführen. Oh, wie das, oh, wie das, oh, wie das gleich ruckzuck, da sie die nimmer mag. Heut ist zum letzten Mal, da sie das sagt. Aber heut ist zum letzten Mal, da sie das sagt. Friederika, Friederika, so geh mal an Wald. Aber na, am Wald ist so kalt. Oh, wie das, oh, wie das, oh, wie das gleich ruckzuck, da sie die nimmer mag. Heut ist zum letzten Mal, da sie das sagt. Aber heut ist zum letzten Mal, da sie das sagt. Friederika, Friederika, so gib mir einen Kuss. Aber na, du machst mir Verdruss. Oh, wie das, oh, wie das, oh, wie das gleich ruckzuck, da sie die nimmer mag. Heut ist zum letzten Mal, da sie das sagt. Aber heut ist zum letzten Mal, da sie das sagt. Ja, ich möchte euch den Geht zu unserem Video vorstellen. Das ist der Konrad Schupfner. Der Konrad Schupfner ist der erste Bürgermeister von der Stadt Tittmoning. Und wir haben eine Zeit lang in Miesweidach gewohnt, das gehört zur Stadt Tittmoning. Und haben in der Zeit haben wir einen sehr guten Draht zur Stadt Tittmoning gekriegt. Und das liegt an dem, dass wir dort immer ein offenes Ohr gehabt haben für alle unsere Anliegen, speziell natürlich für die Anliegen kultureller Natur. Und da haben sie uns alle geholfen bei der Stadt Tittmoning. Das ist nicht selbstverständlich. Und deswegen möchten wir uns bedanken bei den Tittmoninger, bei der Pinkitzer Monika, bei der Frau Fuchs, beim ganzen Mitarbeiterteam, Bauhof, Feuerwehr und stellvertretend dafür natürlich auch beim ersten Bürgermeister, beim Konrad Schupfner. Und so sind wir auf die Idee gekommen, dass wir Konrad fragen daten, ob er uns nicht den Geht für die Friederika macht. Konrad, und vielen Dank, dass wir auf deinem Markt also einen schönen Standel kriegen und unsere Liederburg vorstellen dürfen. Wir haben das kurz vorher erzählt, was das ist. Und jetzt würde ich einfach fragen, was du davon hältst. Beeindruckt bin ich natürlich schon, wenn er zwei praktisch umbandeln möchten und es wird nichts draus. Gell? Ich meine, die Geschichte ist nicht neu, die schreibt es Leben, die hat es immer schon gegeben. Ja. Aber ich hoffe, dass das vielleicht gerade erster Teil war und dass es einen noch nicht gesungenen zweiten Teil gibt, wo die Friederika vielleicht doch nachher geht. Ich glaube, dass das so ist, dass die Friederika den dann sich so schnappt und wegzieht und sagt, Kim, aber hinterm Stadel sieht uns ja keiner. Genau so hätte ich mir das so vorgestellt. Sag mal, weil du spielst ja die Friederika da sehr überzeugend, und dir traue ich was anderes auch und deswegen mache ich da gern Party, weil einerseits ist es ein schönes Lied aus dem Chiemgau und das, muss man sagen, ist schon eine Sache, die wichtig ist, dass man alte Lieder verhält, dass sie nicht untergehen. Es hat einmal Zeit gegeben, da war man wirklich in Sorge, dass altes Lied gut nicht mehr die Bedeutung hat oder verliert, und das war schade. Finden wir auch. Erstens macht es narrisch Spaß, die alten Lieder zum Singen. Und es gibt ganz viele, die einen ganz verrückten Text haben. Also da meine ich, haben schon Texte dahinter gewesen. Und viele ganz alte Lieder sind heutzutage von der Thematik her gar nicht so weit weg von den modernen. Nein, nur wenn man sagt, damals war halt Singer und die Möglichkeiten, die sie gehabt haben, beschränkt. Heute hast du so viele Unterhaltungsmöglichkeiten und befasst, da hast du recht, Bettina, haben sie sich mit den gleichen Themen. Das stimmt. Ja. Ich meine, wenn Leute haben alle zusammenkommen Jawohl. müssen. Die Liebeslieder sind gleich geblieben. Ja, die sind gleich geblieben. Ja, das finde ich eigentlich toll. Es freut uns, dass du uns die Party machst, das sagen wir recht schön Dank. Wir
haben noch mehrere Lieder da drin, in unserem Liederbüchern, nicht bloß die Friederika. Und lassen das Liederbücher wachsen, wann es immer geht.